Ja, grüß euch benannt und einen sakrisch guten. Jetzt Kasperl. Okay. Als allererstes, Leute, Asche auf mein Haupt. Die Lesekünste des Thomas Panzers färben ab. Ich habe in einem meiner letzten Videos den Namen der Person natürlich verhonakelt. Es heißt Mailandmulle. Wirklich von ganzem Herzen tut mir das leid. Ne? Das einfach. Oh, wo ich es gerade gelesen habe, wäre ich gerne im Boden versunken. Digga, das war cringe. Nein, das sei hiermit nochmal aufgeklärt. Und ja, du kommst jetzt ins Fernsehen, ha? Ich hoffe, ich habe den Namen des Kommentatoren für die heutige Straftat richtig interpretiert, sagen wir es mal so. Das ist Imog YouTube. Aber du hast mir mehrere Sachen drunter geschrieben. Deswegen, ich hake jetzt erstmal die eklatanteste ab. Und bei eklatant liegt die Betonung auf Ekel, weil, ja, das ist auch ist bodenlos gewesen. Rainer hat als sein schwer krebskranker Vater im Krankenhaus im Sterben lag, ist Reini in die Dorfdisse gemettelt. In der Hoffnung, dass er da irgendwo Wurstfach klar machen kann. Und hat seinen Vater auf dem Sterbebett da liegen lassen, weil er wollte jetzt Party machen. Und angeblich, das erzählt Rainer so, das war mit Sicherheit nicht so, hat der Vater gesagt, na, geh da ruhig hin und mach ruhig dein Zeug und nimm da keine Rücksicht auf mich. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich verreck hier liebend gern vollkommen alleine, elendiglich an Krebs, ohne irgendjemanden, der mich liebt. Ne? Das ist wild. Das ist wild asozial. Das ist wild asozial. Ich sag's euch, ich habe meinen eigenen Vater auch schon verloren. Ich war da leider nicht dabei. Ich war leider nicht hier zu dem Zeitpunkt, konnte nichts machen, war weit weg und das belastend. Ich würde viel dafür geben, in der Situation für den Mann da gewesen zu sein und mir geht's fürchterlich wenn ich darüber nachdenke, was für ein räudiger Dirnenspross man sein muss, um so eine Aktion zu schießen. Ne? Keine Ahnung. Diese komische Dorfdisco, auf die er da gefahren ist, die hat sicher ein paar Wochen später Anno gegeben. Und ja. Was soll man sagen? Ne? Was erwartet man von jemandem, der so wenig Charakter, so wenig Rückgrat hat? Richtig. In diesem Sinne. Leute, das war jetzt ein bisschen Downer. Wir schauen uns mal, worum es jetzt hier geht. Kindheitsfreund ausdenken. Ist es immer noch der gleiche oder ist es ein neuer? Wir werden es herausfinden. Die Reaction beginnt bei Minute 4. There we go. Dann hockt euch herer, sagen wir mehrer, reißt euch Heube auf. Mir ging einer in rein. Die Falle. Ups, ich wollte das nicht anpassen, ich wollte pennen gehen. Man kann ja auch, das Geile ist ja, man kann ja auch sein Haus richtig dekorieren. Alles Mögliche. Mein Haus hat keine Türen. Muss ich jetzt gleich wieder an meinen besten Freund in meiner Jugend denken. Oh ja, über den hast du schon erzählt, Rainer. Das hat beim ersten Mal schon keiner geglaubt und es war widerlich und grenzwertig. Höchstwahrscheinlich, wenn es echt gewesen wäre, auch strafrechtlich relevant, Rainer, klemm dir die Story einfach. Klemm sie dir. Niemand will sie hören. Sorry, ich habe gerade nicht zugehört. Sorry, ich habe gerade geschrieben. Wie bitte? Das ist noch kein erzählt. Ich sagte, ich habe jetzt die Tür von meinem Haus rausgenommen und da muss ich gleich wieder an meinen besten Freund in meiner Jugend denken. Wieso? Habe ich auch gestern sorry erzählt. Naja, denn seine Eltern waren sehr offen.
Ach so, jetzt haben wir es. Das ist die andere Mulle und der hat er das noch nicht erzählt und er findet die Geschichte, die er sich da gestern irgendwie zusammengerendert hat, immer noch so geil. Na, die muss jetzt diesem Bärchen auch nochmal irgendwie an die Backe geklatscht werden. Ja, hier der beste Gumbel aus Denkne und seine exhibitionistischen Eltern, die hätten hinter Gittern gehört, ne? Und deren Schlafzimmertür hatte keine Tür. Also ihr Schlafzimmer. Okay. Schlafzimmer hatte keine Tür. Die hatten nur, ich weiß nicht, ob dich das interessiert, vielleicht soll ich auch ganz vorne anfangen, nicht irgendwie hinten. Das wäre gut, wenn... Ja, vielleicht solltest du es auch einfach bleiben lassen. Rainer, klemm dir die Story. Du hast sie bereits erzählt und sie war schon da, widerlich, und es ist nicht notwendig, das nochmal zu tun. Aber hey, vielleicht, ich weiß, das passiert relativ selten, vielleicht widerspricht er sich jetzt schon wieder 5-mal im Vergleich zur anderen Story. Es ist ja bei uns noch relativ fresh, ne, was er da verzapft hat. Mal schauen, ne? Weil, Rainer erzählt ja solche Storys dann immer, wenn er sie richtig gut findet, erzählt er sie ja dann auch mehrfach und jedem und dauernd. Und Rainer, in Anführungsstrichen, arbeitet ja an diesen Storys dann auch weiter, ne? Das heißt, er rendert sich die Story einmal irgendwie in seinem Klöterkopf zusammen und dann wird das rausgemeddelt. Und danach, wenn diese Discord-Unterhaltung zu Ende ist und er sitzt dann alleine wieder in seinem Stüberl, dann sitzt er da und denkt sich, das war schon eine geile Story, ja, mit dem Gumbel da. Die Eltern, die da die ganzen Tag rumlaufen und die Kinder belästigen. Boah, das war schon richtig gut, ha? Und dann schmeißt die Rendermühlen erst richtig an. Dann geht's los, ne? Da werden die kleinen grauen Zellen in die Säureminen geschickt. Und dann dichtet er sich noch mehr hanebüchenden Schmutz dazu zusammen. Und ich bin der festen Überzeugung, auf ähnliche Art und Weise sind all seine komischen Bumsknödel-Geschichten entstanden, die er in seinen Drecksblog da reingeschrieben hat. Oder in seine Bücher oder in den ganz anderen Glump. Wenn du mir was erzählen möchtest, wenn du vorne anfängst, hast du recht. Also, es ist so, ich habe in meiner Jugend einen Freund gehabt, so, und ich fand den... Rainer, wir können jetzt schon aufhören. Rainer, wir können jetzt schon aufhören, weil das ist jetzt schon offensichtlich gelogen. Wenn ich ihm eines glaube, ist, wenn er seine Heuli-Heuli-Videos gemacht hat, wo er gesagt hat, er war als Kind ganz einsam, weil keiner sein Freund sein wollte. Das ist eine Sache, die glaube ich ihm aufs Wort. Ne? Wenn er sagt, er hat als Kind ein Gumbel gehabt, erstens ist es natürlich der obligatorische Gumbel. Immer wenn er sagt, er hat ein Gumbel, ist immer gelogen. Aber als Kind schon zweimal nicht. Ne? Kinder sind da sehr selektiv, was sie da durchgehen lassen und was nicht. Ne? Diese gesellschaftlich akzeptierte Bullshit-Toleranz, ne, wird einem erst später anerzogen. Wenn als Kinder, wenn jemanden für Arschloch halten, dann sagen die dem, du bist der Arschloch und ich will mit dir nichts zu tun haben. Ne? Kindermund tut Wahrheit kund. Ne? Und dieses nett zu Leuten sein, denen man eigentlich die Fresse polieren will, das wird einem später erst anerzogen. Ja, da hast du dann wieder, oh, das kann ich wieder nicht machen. Aber ich glaube, dem einen oder anderen darf es manchmal nicht schaden, wenn er so eine Einnordungsschelle gekriegt hat, ne? Wo du wirklich denkst, es sind halt manche Leute, die scheißen auf alle gesellschaftlichen Konventionen, weil sie damit durchkommen. Ne? Das ist hier Kinski. Er hat mal gesagt, diese Leute glauben auch nur, dass dieses Arschlochverhalten, das sie an den Tag legen, eine Art Privileg wäre, einfach nur deswegen, weil ihnen keiner dafür auf die Fresse haut. Und da ist Rainer im Übrigen auch so ein Kandidat, ne? Ich glaube, es gibt tatsächlich Leute, denen müsste man wirklich, wenn sie anfangen mit ihrem Bullshit, gleich die Einordnungsschelle geben, so nein, Feierabend. Seine Eltern so aus der Schule, wenn man halt mal Elternabend oder so einen Scheiß hatte. Seinen Vater habe ich einmal getroffen, seine Mutter 2-, 3-mal. Und irgendwann, so mit 12... Rainer. Achso, bevor er da dort war, hat er den Vater einmal getroffen, oder? Weil er hat ja schon erzählt, dass er die ja dauernd beim Bimsen beobachtet hat. Wo er bei dem Gumbel daheim war.
Ja, der Vater hat ihm ja die Gummis gegeben. Damit sie die 13-Jährigen nicht irgendwie irgendwelche Krankheiten beieinander holen. Wo auch immer die herhaben sollen mit 13 Jahren. 13 haben wir gesagt, ja, ne, ich komme halt mal übers Wochenende mit zu ihm so. Und wir sind halt direkt nach der Schule mit dem Bus zu ihm gefahren und dann halt direkt bei ihm zu Hause so. Und dann sind wir in sein Haus gegangen. Und aber jetzt dann das auch wieder, ne, deutliches Lügenanzeichen. Ich meine, klar, das deutlichste Anzeichen dafür, dass Rainer Winkler lügt, ist natürlich, wenn sein Mund sich öffnet und Töne herauskommen, ne? Dann lügt der grundsätzlich. Entweder das oder macht den Intro-Räusperer, bevor die Lüge losgeht. Aber auch diese Goofy-Lache zwischendrin, ja, das ist auch ein deutlicher Lügenindikator. der hat die Tür aufgemacht und sind wir reingegangen so. Und dann zieht er die Schuhe aus und denkt mir so, ja cool, das ist normal. Also Schuhe ausgezogen. So, während er die Schuhe auszieht, zieht er dann kurz darauf die Socken aus. Denkt mir so, okay. So, auf einmal öffnet er den Gürtel und zieht die Hose aus. Wie so, was hast denn du vor? Und so, ach, das mache ich immer, wenn ich zu Hause bin. Ich habe gar nicht so groß drüber nachgedacht. Okay. Und jetzt pass auf, wird noch besser. Ja, aufpasse. Aufpasse! Jetzt kommt erst der Climax der Story, ha? Also als erstmal Intro, erster Akt. Ja, also er zieht die Hose aus so und dann denke ich so, okay. Dachte ich mir halt so, ja, ne, vielleicht sind seine Eltern streng und der muss halt, wenn er nach Hause kommt, halt gleich seine Schulklamotten ausziehen, damit er halt nichts dreckig macht so. Das wäre ja noch nachvollziehbar. Auch wenn ich das komisch fand, dass er das nicht in seinem Zimmer macht, wo wir dann alleine gewesen wären. Weil mir selber war es ja... Diesmal ist dieses nicht bei mir, ne? Einmal war es bei mir, meistens ist es beim Bärchen. Ja, wir waren ja beides Jungs. Jetzt zieht er das T-Shirt aus. Ich so, was hast du vor? Naja, der hat dann gar nicht groß darauf reagiert und hat einfach noch die Buchse ausgezogen. Ja, und stand halt plötzlich nackig neben mir. Und ich so, aber war das jetzt aber nicht, dass ich mich auch ausziehe? So, nee, alles gut, das ist bei uns normal. Okay. Auch das ist wahrscheinlich von einem Computerspiel irgendein Sound gewesen, ne? Ich mache hier nicht... Bin hier nicht am Laubrechen, während ich die Reactions aufnehme. Ja, ich sage jetzt da relativ wenig dazu. Die Scheiße haben wir alle schon mal gehört. Ne? Drauf, weil seine Mutter uns gehört hat, die war in der Küche, er hat Essen gemacht, er hat auch 2 Geschwister gehabt, einen großen Bruder und eine große Schwester. Der große Bruder war auch daheim, die Schwester kam später und kommt halt die Mutter so in den Gang. Ja, das war echt eine schöne, ne? Älter natürlich, aber schön. Ja, steht halt einfach nackig im Türrahmen. Wirklich splitterfasernackig. Ich so, ich habe nicht einmal gewusst, was ich war ja schon alt genug, ich war sehr frühreif, muss ich dazu sagen. Ich bin mit 7 oder 8 hatte ich meine ersten... Ja, ersten Samenerguss, wissen wir, Rainer ist gelogen. Rainer, wenn ich davon ausgehe, wenn ich deine geistige Reife nehme als praktisch als Anhaltspunkt, wie du dich körperlich entwickelt hast, Rainer, dann wundert es mich nicht, dass der Pensi noch so klein ist. Ne? 16,5. Lol. Millimeter vielleicht. Ne? Dann wundert es mich nicht, Rainer, weil du bist über das geistige Niveau von maximal 12 niemals hinausgekommen. Ja, du kicherst immer noch wie ein kleines Kind, wenn irgendeiner Pimmel sagt. Das ist der Geist irgendwie eines 12-Jährigen im Körper eines adipösen, sexbesessenen Mit-30ers. Das eigentlich, ganz ehrlich, Rainer, solche Leute wie du vor 100 Jahren hättest du im Wohnwagen gehaust und hättest abends irgendwie dich mit Tomaten beschmeißen lassen für Geld. Rainer, du wärst der perfekte Freakshow-Dude gewesen. Ich habe mal ein Bild gesehen von Anfang des letzten Jahrhunderts. World's fattest man in der Freakshow. Der war schlanker als Rainer. Nicht so dick und nicht so ungesund wie Rainer. Rainer, vor 120 Jahren hätten wir dich hinten in so einen Wohnwagen rein und dann wären wir mit dir durchs Land gefahren. Dann hätten die Leute Geld dafür bezahlt, dass sie dich mit Tomaten beschmeißen können. Oh, das wäre immer noch eine würdigere Existenz als die du jetzt führst, Rainer. Mehr oder weniger ist das eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, ist das ja Rainers komplettes Karrierekonzept gewesen auf Social Media. Ja? YouNow und YouTube und Tiki Doggity und sowas, das ist dann so der
sprichwörtliche Freakshow-Zirkus, in dem er umeinander fährt. Und die Kommentare unter den Videos sind die faulen Tomaten, mit denen man ihn beschmissen hat. Meinen ersten Ständer und meinen ersten Sammlergröße und keine Ahnung. Also ich war sehr frühreif halt. Also ich habe mit 10, 12 schon gewusst, was da abgeht. Okay. Ja, und ja, Digga, ich habe mit 12 auch schon gewusst. Ja? Wie gesagt, ich habe meinen Aufklärungsunterricht in der 5. Klasse gehabt. Ich fand das ein guter Kompromiss, ne? Ein guter Zeitpunkt, um Kinder aufzuklären. Und früher hätte es nicht sein dürfen, aber später glaube ich auch nicht, weil ansonsten habt ihr auch so eine, das ist jetzt vielleicht ein wilder Begriff, aber habt ihr ja so Klassenschneuen gehabt? So eine, wo du genau gewusst hast, oh, ich weiß nicht, das erste Kind kommt sicher vor dem 20. Geburtstag. So eine, die sich fürchterlich was darauf eingebildet hat, wie gut sie ausschaut, dumm wie Brot und sich von allem hat besteigen lassen, was den harten Mann spielen konnte. Das wild, ja. Immer wenn ich mit Leuten rede, die meisten Leute hatten so einen in der Klasse. Die dann mit 12 schon umeinander gekupft ist und sich von den 3 Jahre Älteren hat. Und nicht mal die hätte ihn genommen, ne? Nee, die haben immer nur die coolen Kids genommen. Aber meistens war es dann auch so, ne? Erste Kind geworfen, bevor man 20 war. Und dann den Rest des Lebens Single-Mutter. Haben dann später wahrscheinlich dann noch 2, 3 Kinder von 2, 3 anderen Männern dazu. Und mit 30 haben die ausgeschaut wie 50, ne? Und dann einfach nackig sein Türrahmen. Und ich so, okay. Und das ist auch eine Frau gewesen, die auch total auf, also pass auf. Ne? Und dann wird, wenn man 30 aushaut wie 50 und 4 Kinder daheim hat von 4 verschiedenen Vätern, dann wird darüber geschimpft, was für Arschlöcher doch die Männer sind, ha? Weil sie jetzt keiner mehr will. Ja, herzlichen Glückwunsch. Mich falsch verstehst. Sie hat mit uns Kindern absolut nichts angefasst oder angemerkt oder sonst was. Aber das ist eine von den Frauen und von den Personen, die auf Tuchfühlung geht. Also sie kommt her, nimmt dich in den Arm, links, rechts Küsschen und so weiter. Na, also jetzt nicht sexuell ist, sondern hat ganz normale Begrüßung. So ganz ja, das sollte sie nicht tun, Rainer. Das sollte sie nicht tun. Nicht bei Minderjährigen überhaupt nicht. Gott sei Dank ist die Geschichte erfunden, weil ansonsten wäre es wirklich, wirklich harter Tobak. normale Ding. Die machen das ganz ungeniert, während du zu Besuch kommst. Allgemein, das ist bei denen zu Hause völlig normal gewesen. Okay. Ja, nur wenn es bei denen völlig normal ist, heißt das deswegen nicht, dass es legal ist, Rainer. Das ist immer noch illegal. Und ja. Und sich solche Storys auszudenken, das sagt sehr, sehr viel über die Person, die sich die Storys ausdenkt, Rainer. Okay. Die waren aus dem Osten. Die waren ja bei mir im Westen, ne? Aber die waren halt aus dem Osten ursprünglich. Ja, die waren aus dem Osten, da ist immer so. Ha? Da ist hier Kinderbelästigung einfach vollkommen normal. Ha? Die sind da eh immer freier mit sowas, so mit ihren FSK-Streifen und sowas. Genau, und dann seine Eltern waren sowieso extreme... Alter, dieses Gaming-Geraschel im Hintergrund, das geht mir ein bisschen auf den Sack. Also extrem jetzt nicht, das waren keine Extremisten dran, zum Beispiel, aber das waren halt Hippies. Das waren Hippies, das kann man anders nicht bezeichnen. Ja. So, und, das erklärt. mich hat es an sich auch nicht gestört. Ich war natürlich am ersten Moment so, wow, was geht denn hier? Aber wie gesagt, das war halt bei denen zu Hause war das völlig normal. Die sind alle nackig rumgelaufen. Ja? Also die Mutter hat nackig gekocht, hat nackig geputzt, alles. Boah, Digga, nackig kochen würde ich schon 3-mal nicht machen, ha? Es spritzt heißes Öl ganz oft einmal irgendwie aus der Pfanne raus. Aber das sind Sachen, die willst du nicht. Heißes Öl, das aus der Pfanne spritzt, das willst du alles nicht im Intimbereich haben. Ha? Das macht schon Sinn, dass man da beim Kochen was anhat, Rainer. Auch die große Schwester und auch der große Bruder, die sind alle nackig rumgelaufen. Das hat keinen interessiert. Die waren nackig im Garten, die waren nackig im Haus. Und wenn sie bei sich zu Hause sind, dann dürfen sie ja auch so. Auf seinem Grundstück darf man ja machen, was man möchte. Also richtig, darf man zumindest nackig rumlaufen. Ja, das streng genommen ist das richtig, liebes Märchen, aber nicht, wenn fremder Leute Kinder zu Besuch sind. Ja? Dann darfst du das nämlich ganz schnell nimmer. Und ganz ehrlich, auch wenn nur die eigenen Kinder zu Hause sind, ist es trotzdem sehr, sehr, sehr fragwürdig. Also da schrillen sämtliche Alarmglocken, aber mal anders krass.
ist kein Ärgernis. Du darfst auch nackig in der Stadt rumlaufen. Das ist nicht verboten. Ist das Nein. nicht hier, Nein, wie ist heißt nicht das, verboten. öffentliches Was? Ärgernis? Nein, ja, das ist was anderes. Das wollte ich gerade erklären. Nein. Ja, ne, wie man sich so viel Gedanken drüber machen kann, ob man jetzt nackig in der Weltgeschichte rumlaufen darf oder nicht. Ne? Ja, es ist nur Erregung öffentlichen Ärgernisses, wenn sich jemand gestört fühlt. Rainer, die Wahrscheinlichkeit, dass gerade du, aber bei den meisten Leuten, wenn sie nackert durch die Innenstadt laufen, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand in diesem Ballungsraum sich dann davon gestört fühlt, ist sehr, sehr hoch. Ich würde sogar sagen, die geht gegen 100%. Ne? Weil es bewegen sich im öffentlichen Raum auch Menschen mit ihren Kindern. Ne? Also das geht jetzt nicht mal nur darum, dass man sagt, ich will das selber nicht sehen, sondern ich habe keinen Bock, um die Ecke zu laufen in der Innenstadt und dann wongelt da so ein Buttergolem die Straße runter, splitterfasernackt und mein Kind muss sich das anschauen. So. Und ich habe keine Chance, das Kind davor zu beschützen. Weil es einfach, du gehst um die Ecke und da steht er. Ne? Natürlich erregt das öffentliches Ärgernis. Und wenn man vorher weiß, dass diese Diskussion überhaupt da ist. Ne? Man weiß zwar, dass das so ist, ne? Dass dann nur, wenn es jemanden tatsächlich stört, aber man weiß, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es jemanden stört, gegen 100% geht. Dementsprechend ist es eigentlich eben nicht okay, nackt in der Öffentlichkeit rumzulaufen. Fertig, Rainer. Fertig. Und jeder von uns mit einem IQ, der höher ist als die scheiß Raumtemperatur, hat das begriffen und internalisiert und hält sich da dran. Und für die Leute, die sich gerne in irgendwelchen öffentlichen Räumen nackt aufhalten, gibt es entsprechende Saunaclubs, es gibt Nacktbadestrände, es gibt allen möglichen Scheiß. Ne? Vereine, Nudistenvereine, in denen man beitreten kann, ist alles Gucci, kannst du alles machen. Aber es hat in Öffentlichkeit nichts verloren. Punkt. Ich weiß nicht, warum das in seinen Schwellschädel nicht reingeht und warum da immer nur nachdiskutiert werden muss. Ich bin ein wirklich sehr liberaler Mensch. Ich bin sehr liberaler Mensch. Ich bin der Meinung, jeder sollte so viel Freiheit haben, wie es nur geht. Aber wir leben halt auch in einer Gesellschaft zusammen und in dieser Gesellschaft ist Rücksichtnahme auf die anderen angesagt, in einem gewissen Maße. Ne? Es hat jetzt nichts damit zu tun, irgendwie sich bei anderen Leuten in ihr Lebenskonzept einzumischen. Aber wir sagen, hier, wir haben die Gesellschaft, wir haben diesen öffentlichen Raum, und im öffentlichen Raum gelten die und die gesellschaftlichen Regeln, ansonsten kriegst du einen auf den Sack. Fertig. Ja? Und dann halten sich da alle schön dran und wenn ihr zu Hause sind und das nicht problematisch ist und keine Kinder involviert sind, können die so nackert rumlaufen und Helikopter dick machen und was weiß ich, also mir scheißegal. Und allen anderen auch. Und du kannst ausschauen, wie du willst, du kannst dich auf 250 Kilo hochfressen, scheißegal, ob du mit Mitte 40 stirbst. Egal, keiner redet dir da rein. Du sollst einfach nur andere Leute in Ruhe lassen. Im realen Leben und im Internet rein. Und das hast du nie begriffen. Und das ist der Grundproblematik dessen, warum du Hate kassiert hast. Schon immer. Weil du einfach nicht bereit warst, den privaten Freiraum anderer Leute zu respektieren. Aber es für dich immer eingefordert hast. Ich sage ja nur meine Meinung. Ich will ja nur mein Leben leben. Ne? Ich hab bla bla bla. Ich hab die und jene Rechte. Ne? Und in den Privatraum anderer Leute einzudringen und denen deine widerliche Scheiße reinzudrücken, das muss sein, ob sie wollen oder nicht. Und deswegen kriegst du Hate, Rainer. On top kommt natürlich noch die ganze Lügerei. Ne? Die macht das Salz in der Suppe. Das Hates, das Rainer Winkler. Rainer, du bist die Definition von asozial. Und du kriegst das zu spüren von der Gesellschaft. Und viele Leute, die sich so verhalten und das zu spüren kriegen, bei denen fällt dann irgendwann der Groschen und die denken sie, ja, okay, ich habe mich vielleicht wie ein asoziales Arschloch verhalten, vielleicht ändere ich ja mal was dran, weil ansonsten mein Leben in dieser Gesellschaft ein unbequemes wird. Und der Rainer sagt, ich will nicht immer leben, ne, ist alles Hass und Mobbing, ich kann gar nichts dafür, Die Polizei macht hier einen Job nicht.
Also du darfst nackig durch die Gegend laufen. Darf dich keiner daran hindern. In Anführungszeichen. Was du nicht machen darfst, andere durch deine Nacktheit belästigen. Und das wiederum ist das Erregung öffentlichen Ärgernisses. Das habe ich aber neulich auch schon erklärt gehabt. Also nackt auf der Straße rumlaufen, nackt irgendwo rumrennen, nackt einkaufen, das darfst du alles machen. Okay. Wenn im Fall des... Rainer, du darfst auch in der Kneipe rauchen, wenn die nicht offen ist. Ne? Die Kneipe geschlossen ist und die gehört einem Gumbel, dann kannst du da drin auch nackt rumlaufen und rauchen, so viel wie du willst. Ja, in dem Moment, in dem aber die vordere Tür offen ist und normale Gäste reinkommen, dann hast du da drin nicht mehr zu rauchen. Fertig, so. Rainer, das Prinzip der Rücksichtnahme in der Gesellschaft, es leuchtet jedem ein. Sagen wir mal den meisten. Es gibt immer irgendwelche Dullis. Aber ihm wieder nicht, ne? Einkaufen muss der Ladenbesitzer oder halt die Gäste, die anderen Einkäufer sich nicht beschweren, weil in dem Moment entsteht nämlich eine Erregung öffentlichen Ärgernisses und das wiederum ist strafbar. Aber einfach nur nackt rumlaufen ist nicht strafbar, ist auch nicht verboten oder illegal. Darfst du auch lange nackt rumlaufen, wie du willst. Ja gut, aber ich glaube, wenn man jetzt nackig in der Stadt rumläuft, dann werden sich auf jeden Fall welche beschweren. Also es ist ja... Ja, das ist halt die andere Seite, wie gesagt, immer. aber letzten Endes aber verboten ist es halt nicht. Ja, okay. Letzten Endes. Wegen Nacktheit wirst du nicht bestraft. Das Einzige, wofür du bestraft bist, ist Erregung öffentlichen Ärgernis. Was halt daraus ergeht, dass du nackt rumläufst. So, jetzt brauchen wir hier Steine. Also ich bin jetzt für meinen Teil noch nicht nackt durch die Stadt gelaufen. Ja, ich auch nicht. Aber grundsätzlich habe ich damit kein Problem. Und bei dem war das halt, wie gesagt, auch völlig normal, weißt du? Die haben sich da nichts dabei gedacht. So, zu Hause waren die halt mal nackt. Wie gesagt, und jedes Mal, ich war dann ja öfter bei dem, und jedes Mal, wenn ich halt bei dem war, ist der halt nach Hause gekommen und hat sich ausgezogen. Irgendwann habe ich da gar nicht groß drüber nachgedacht und habe mich dann auch angepasst. Hast dich dann auch dafür ausgezogen? Anfang, Ja, da merken wir schon wieder, es ist gelogen. Ja? Rainer, du hast dich noch nie an irgendwas angepasst. Ne? Wir haben es gerade breit getreten. Du bist peak asozial, Rainer. nur bis zur Boxershort. Es hat mich auch keiner dazu gedrängt, ne? Also anfangs nur bis zur Boxershort und als ich dann mich damit auch wohler gefühlt habe, irgendwann halt auch ganz nackig. Ja. Okay. Vor allem, die hatten halt auch im Garten, hatten die auch einen Pool und so, ne? Also wir waren dann auch öfter im Pool schwimmen und so. Und die haben das halt auch alles nackig gemacht. Und ich habe mir halt dann irgendwann auch, im Pool bin ich dann auch öfter mal nackig gewesen, am Anfang schon vorher, weil ich mir dann halt einfach gedacht habe, ja, ich passe mich halt einfach an, ne? Und das war halt keinen von denen peinlich. Und das ist auch so eine Sache, was ich immer sage, ne? Es ist letzten Endes völlig irrelevant. Juckt es keinen. Dafür interessiert sich keiner. Es ist eher andersrum, dass wenn du angezogen bist, bist du eher jemand, der auffällt unter lauter Nackten. Genauso wie wenn eine Person nackt unter lauter Menschen ist, die angezogen ist, dann, weißt du? Ja, okay, stimmt. Es gibt... Rainer. Es ist auch bei ihm ist auch wirklich das Problem, dass er auch diese Nudismus-Nummer nicht verstanden hat. Ja? Also so richtige Nudistenvereine, ich habe es schon häufiger gesagt, bei denen ist das ja kein, da hat das ja alles keine sexuelle Komponente. Ne? Leute, die gern an den FKK-Strand gehen, bei denen hat das alles keine sexuelle Komponente, so die haben da einfach Bock drauf, ne? Klar gibt es vielleicht auch da immer irgendwelche Creeps, so wie ihn, aber im Großen und Ganzen herrscht dieser Konsens. Und das will Rainer auch nicht einsehen. Weil es bei ihm immer was mit Snusnu zu tun hat. Es geht immer das Snusnu-Thema mit rein. Scheißegal. Ja, auch extra so Campingplätze für FKK und so, und dann wandern die auch zusammen und alles. Campingplätze, FKK-Clubs, FKK-Wandern, Freikörperkultur halt eben. Deswegen heißt sie ja Freikörperkultur. Da gibt es alles Mögliche. Da gibt's, ich weiß gar nicht mehr, was im Schwarzwald. Bin ich sicher, da gibt es einen Teil, da fahren die auch nackig auf dem Fahrrad und alles Mögliche, weil halt so ein Camp in der Nähe ist. Und da können auch normale Wanderer durch, aber es ist auf jeden Fall ausgeschildert, dass hier halt auch nackige Menschen entgegenkommen können. Boah, ich weiß nicht, ob ich nackig Fahrrad fahren wollen würde. Ne? Das, Nee, ich glaube, das wäre mir unangenehm. Ich tatsächlich habe eigentlich vorgehabt, auch mal FKK wandern zu gehen. Also ich will das auch durchziehen, weil ich... Ja, Rainer, du hattest alle Möglichkeiten. Du hattest alle Möglichkeiten. Wärst doch damals in der Ford Ranger Staffel. Gibst in dein Handy ein, irgendwie, ne, FKK, Wanderung, Deutschland, ne? Hättest Squeeze irgendwo was gefunden, hättest hinfahren können, wandern und dann, achso, ja, scheiße, ja, der Ranger, der Lappen war ja Anfang April schon weg, vielleicht war es ein bisschen zu fresh für draußen, ne? Wandern.
mag das, mir gefällt das, auch dadurch, dass ich eben mit meiner Vergangenheit da eben zu tun hatte. Mit dem Und Wandern? ja, also wandern jetzt nicht, aber durch die Familie bin ich halt auch zum Beispiel in Saunas gegangen. Mit 14, 15, 16 habe ich dann angefangen, Saunas zu mögen und so. Und die hatten halt zu Hause, denn ich weiß gar nicht, was denn sein Vater gemacht hat. Die haben halt ganz normal auch gearbeitet, auch wenn die hippie-technisch unterwegs waren. Ja, offensichtlich, Rainer. Die müssen richtig Party gemacht haben. Ja, wenn sie sich ein großes Haus haben leisten können mit Pool und riesen Garten und Sauna, und ich bin immer noch der festen Überzeugung, ist dieselbe Familie, die auch den Löwen hatte. Und die ganzen, ne, und dass sie die ganzen Leute bezahlen mussten, damit die nicht Anzeige erstatten, ne, wenn die Kinder wieder Freunde mit nach Hause gebracht haben und die Eltern von den Freunden danach gesagt haben, hey, Moment mal, was macht ihr mit meinem Kind, wenn das bei euch ist? Da Schweigegeld bezahlen, da müssen ein Haufen Barren her. Ja, die haben sicher mehr Abonnenten nur auf YouTube gehabt wie er. Das mal gearbeitet, der hat auch gut verdient anscheinend. Er hat so gut verdient, dass seine Frau zu Hause bleiben konnte. Die sind irgendwie zweimal im Jahr in Urlaub gefahren, also die hatten wirklich gut verdient. Und die hatten halt zu Hause so eine kleine Sauna für 2. Wer kennst du nicht? Ja? Die Hippies aus dem Osten, die rüber gemacht haben und hier Millionäre geworden sind. Es ist unfassbar. Jedes zweite Haus in Bayern wohnen die. Alle immer nackt. Löwen haben sie. Ach, come on, Rainer. Personen, vielleicht 3 Personen, also wir als Kinder konnten uns zu dritt reinquetschen. Die Eltern waren halt meistens zu zweit drinnen und manchmal hat halt auch noch ein Kind mit reingepasst. Ja, also es war jetzt nicht so riesig. Nee, ich sage jetzt nichts mehr dazu. Ich sage jetzt einfach, nee. Oder so, aber es hat belastend ist das, belastend. 2 bis 3 Personen ging es halt. Und ihr habt es gemerkt, oder? Oh, manchmal waren noch die Eltern alleine mit einem Kind dann da drin. So bin ich halt auf die Sauna gekommen und irgendwann sind die halt mal in einen Saunaclub gefahren, aber das war zu einem Geburtstag vom Vater, glaube ich. Und da ich zu dem Zeitpunkt viel bei denen rumgehangen habe, haben die halt gesagt, ja, wenn du willst, kannst du auch mitkommen. Ne? Sie haben mich dann halt eingeladen und ich bin dann halt auch mit hingegangen. Das war halt echt cool, hat auch echt Laune gemacht und so bin ich dann auch in der Sauna gekommen tatsächlich. Okay. Ja, Sauna ist super. Ich war ja auch vor kurzem erst. Ich liebe Sauna. Ne? Sauna ist großes Kino. Ne? Mal so einen schönen Tag in der Therme machen, das ist richtig gut. Ne? Da kommst du heim, bist komplett gerädert, aber so happy erschöpft. Dann wickelt man sich schön in irgendwas Flüschiges ein auf die Couch. Ne? Und das dann Herrgott im Gurtenmoser ist sehr, sehr, sehr gut. Ne? Hat bei mir noch nie irgendeine sexuelle Komponente gehabt. In der Sauna habe ich ja kurz schon geschrieben, ne? Und da gab es auch Salzbecken und alles. Ach, das war richtig schön. Ich habe die Sauna richtig genossen. Kumpel von mir hat zwar aufgegeben, aber ich bin da noch ein bisschen länger drin hocken geblieben. Sauna ist klasse. Also ich mag Sauna total gerne. Das macht auch echt Laune und alles. Aber wegen dem Wandern so... Also ich will dir jetzt nicht zu nahe treten, aber ist das nicht dann ein bisschen sehr anstrengend dann mit 200 Kilo? Packst du das dann auch? Also nein, packt er nicht. Ja. Wir haben das gesehen während der Ranger-Staffel, wenn er dann wieder irgendwo angehalten hat und dann wungelt er da so eine leichte Steigung, so ein Feldweg durch den Wald hoch und nach 5 Minuten war der komplett am Ende. Die Suppen ist ihm runtergelaufen in Sturzbächen. Geschnauft hat er wie ein alter Diesel. Fürchterlich. Am Ende einen roten Bims hat er aufgehabt, dass du gedacht hast, der platzt jetzt gleich. Da hast du schon gar nicht mehr reden können. Schaut euch die Nummern da aus der Ranger-Staffel an. Da hat er den YouTube-Kanal noch gehabt und da hat er dann diese Videos gemacht zu dieser Teufelshöhle, wollte er gehen und keine Ahnung. Ne? Und dann musste er da echt eine halbe Stunde, nach 10 Minuten hinmarschieren, musste eine halbe Stunde Pause machen, dann weiter. Ne? Für einen Weg, den jeder andere irgendwie in 5 Minuten macht. Der Rainer, der wandert. Der große Wanderer. Ich bin tatsächlich fitter, als man denkt. Also ich brauche natürlich... Ja, das ist zwar sehr fett, aber auch ein sehr fitter Mensch. Ja, 2025 und er gibt diese Lüge immer noch nicht auf. Wahrscheinlich erzählt er ja irgendwann auch nochmal, dass er auf Madeira war. Dass er einen Unge getroffen hat. Das war auch eine jenseits behinderte Aktion. Ey. Einfach irgendwie das erstbeste Bild nehmen. Madeira googeln, Bildersuche, erste Bild nehmen, oben ein paar Wolken
ganz wild Scheiße wegphotoshoppen und das dann veröffentlichen als ich bin auf Madeira. Tolle Aussicht. Das Allerbeste waren die Leute, die dann Photoshop noch die Schanze da auf diesen Hügel drauf gefotoshoppt haben. Aber auch an der Madeira-Lüge hält der bis heute fest. Na, wenn du mich fragst, jetzt komm rein, jetzt mal Buddha bei die Fische. Ne? Grüße gehen raus an meine Freunde im Norden. Buddha bei die Fische, Rainer. Die Madeira-Nummer, die hast du aus dem Arsch gezogen. Ha? Das war Peak Lülülü. Und der würde da immer noch, der wird immer noch schwören aufs Grab seines Vaters, dass er damals tatsächlich auf Madeira war. Bisschen länger, um meine Strecken abzufahren. Im Übrigen, das war auch die Zeit, wo er beim Frankengamer war. Ne? Die Madeira-Lüge. Laufen. Viele von diesen Wanderstrecken gehen ja viele auch alleine, also man trifft dann halt auch mal auf Leute oder so. Aber ich habe ja auch niemanden, der mit mir das machen will, außer du willst mal mitkommen. Oh ja, Wandern ist cool, so. Das FKK wandern. Ach, FKK wandern, ach ja, stimmt. Oh, ich habe das halt noch nie gemacht, so. Ich war auch noch nie auf dem FKK-Strand oder sonst irgendwie. Habe ich halt so noch nicht gemacht. Aber eigentlich... Das ist FKK Wongeln bei dir im Übrigen, Rainer. Es ist Wongeln. Boah, ich müsste mir die Scheiße nochmal anschauen. Ich weiß nicht, ob das, ob die Videos, ob meine Reactions dazu noch öffentlich sind. Da müsst ihr mal nochmal nachschauen. Aber ey Leute, schaut euch die Videos einmal nochmal an, damals zur Ranger-Staffel, wo er da umeinander gewongelt ist in der Wildnis und auch dann, wo er dann zurückgekommen ist. Und dann saß er im Ranger, ne, macht die Tür zu und in dem Moment sind die Fenster alle blitzbeschlagen. Weil der so ausdünstet hat, dass alles spart. Ich möchte nicht wissen, wie es in diesem Auto gerochen hat. Ne? Oder zurückkommen ist. Und das Allergeilste war ja, der wongelt da im Schweiße seines Angesichts, wongelt er hoch zu dieser Teufelshöhle, vollkommen fertig, kurz vorm Exitus, kommt er da an und darf nicht rein, weil er nicht geimpft war. Und dann ist er wieder runtergewongelt. Oh, ich glaube, auf den Streck hat er sich, glaube ich, nochmal gleich irgendwie Zuckerfressi für 30 € beim Back ins Gesicht gerendert. Ich klingt ziemlich interessant. Ja, es ist halt letzten Endes etwas, wo man sich erst letzten Endes daran gewöhnen muss, wenn man da keine Erfahrung mit hat vor allem. Aber im Allgemeinen ist es halt auch richtig cool. Das ist bestimmt sehr ungewohnt. Ich glaube, am Anfang übermannt einen noch ein bisschen die Scham, so weißt. Grundlegend ja. Ja, grundlegend. Ja, das ist ein ganz schlechtes Thema, weil ich glaube nicht, dass Rainer in der Lage ist, Scham zu empfinden. Ich bin auch nicht der Meinung, also ich glaube auch nicht, dass Rainer in der Lage ist, Liebe zu empfinden. Außer für sich selbst. Rainer ist Narzisst in der Endstufe. Er empfindet nichts, außer dass er der Größte ist. Alles andere ist ihm scheißegal. Scham ist einfach nicht existent in seinem. Habt ihr diesen Film gesehen, wo die Emotionen im Kopf, dieser animierte Kinderfilm, wo ich weiß nicht mehr, wie er heißt, Inside Out? Ja, wo die Emotionen im Kopf irgendwie an so großen, mehr oder weniger den Menschen dann lenken, seine Entscheidungen lenken, Joy, Sadness und wie sie alle heißen. Und bei Rainer ist halt einfach nur eine einzige Nummer da oben, das ist ein fetter Hurensohn, der heißt Egoismus und der steuert alles. Ne? Und der übernimmt das ganze Management von, er filtert sämtliche Informationen, die reinkommen und ganz, ganz viel, was negativ ist, das wird einfach wegignoriert, das kommt auf diesen riesen Müllhaufen hinten raus und unten baut er sich einfach nur irgendwie aus selber erfundenen Erinnerungen irgendwie sein eigenes Bild der Großartigkeit zusammen. Das ist Rainer. Ganz ehrlich, Inside Out Rainer, ich würde es mir anschauen. Ich würde es mir echt anschauen. Bitte irgendjemand, der das kann, bitte machen. Ich würde es feiern. Ja. Moment, ich werde gerade vom Wolf angegriffen. Grundlegend wirst du am Anfang dich... Ach, Rainer. Wie einfach willst du es mir machen? Wie einfach, er wird vom Wolf angegriffen. Nicht vom Löwen. Ne, aber es passt halt zu der Story, wenn man zu Rainer immer sagt, er ist der Junge, der immer Wolf ruft, auch wenn kein Wolf da ist. Warum dann irgendwann die Pinea nicht mehr zu ihm gekommen ist, weil er halt wegen jedem Scheißdreck da angerufen hat. Ne?
Und jetzt wird er hier auch wieder vom Wolf angegriffen. Story of your life, Rainer. Story of your life. Definitiv die Situation mit Charme und so haben, definitiv. Aber ja, man gewöhnt sich da sehr, sehr schnell dran. Also es gibt sich sehr, sehr schnell, wenn man da halt ein bisschen, man muss sich halt drauf einlassen. So, wenn du das halt magst, weil du zum Beispiel irgendjemanden, ey cool, ich habe ein Bronzemesser gefunden. Hab hier so ein Lager entdeckt. Also grundlegend ist es halt so, wenn du sowas das erste Mal machst, wird es dich am Anfang umhauen. Und wenn du das dann längere Zeit nicht mehr machst und dann wieder nochmal machst, dann ist es natürlich auch wieder so eine Sache, dass du da auch dann wieder dieses Problem am Anfang hast. Aber wenn du da unter Leuten bist, die das halt normal Rainer, es geht hier um Nacktwanderungen und nicht um Alkohol oder Tätowierungen, Digga. machen und so weiter, dann nehmen die zum einen auf dich Rücksicht und zum anderen, man gewöhnt sich, wie gesagt, eben dran. Okay. Ja, jetzt halt doch mal die Fresse und friss endlich was. Geh mir auf den Sack, du Rainer, wie sprichst du mit der Dame? Pisser, ey. Kotzt mich das gerade an. Ich weiß nicht, ob wir jetzt. Ne, wir sind jetzt immer noch im selben, das Metal Dynasty. Ich mach kurz Pause, wir gehen ins nächste Video rein, weil wir sind erst bei Minute 40. Ja? Also so einfach lasse ich euch nicht davon kommen an diesem wunderschönen Wochenende. So, da sind wir da. Ich habe jetzt die kurze Pause noch genutzt, ne, um mir ein bisschen was zum Fressen reinzurendern. Ihr wisst, ich halte nichts davon, wenn Content Creator während dem Stream oder der Videoaufnahme fressen. Das halte ich für respektlos und Arsch. Deswegen haben wir jetzt 10 Minuten Pause gegönnt. Hab mir ein bisschen was von gestern warm gemacht und hab mir das gemütlich ins Gesicht gerendert. So schaut es aus. Huh? Wir sind jetzt hier im nächsten Video. Rumschubslord, Flirtlord, Techniklord. Ich bin gespannt. Das ist jetzt wieder eine längere Nummer. Da kann es sein, da fangen wir jetzt noch an damit. Und da kann es sein, dass wir da 3 Videos draus machen. Ich komme einfach nicht gescheit hinten nach. Ich müsste mal so richtig. Ich bräuchte mal 2 Tage, wo ihr, ne? Vorhänge zu und hasseln und damit ich auf Stand komme. Aber das wird nichts. Ne? Ich fahre jetzt dann auch bald nochmal in Urlaub. Da werde ich dann hinten dran hängen wieder. Aber ich sag's euch, wie es ist. Sobald diese Leaks alle fertig bearbeitet sind, werde ich mir eine längere Auszeit gönnen. Ich habe jetzt, das artet ja wirklich langsam, artet in Arbeit aus. Ich werde mir da eine längere Auszeit gönnen, 3 Wochen oder vielleicht auch 4. Wird dann erst einmal wahrscheinlich nichts kommen, es sei bei irgendein Thema, wo ich wirklich ganz dringend meinen Senf dazu geben will. Sind es hier Familiengeschichten, die zum Nachdenken anregen? Ich bin gespannt. Labert mich zu, im need something. Ja, dann ist halt was, du Pisser. Alter, nervt mich das. Ich habe einen Waschbär gefunden. Nee, das ist ein Dachs. Jo, ich habe einen Dachs gekillt. Oh ja, Dachse, die haben auch einen speziellen, die haben auch so einen speziellen Stellenwert im Game. Wer erinnert sich noch an die Terror-Dachse von Mittelfranken? Ja. Wo er dann dort irgendwie am Waldrand oder so Dachse hat laufen sehen und gesagt, oh, die sind super gefährlich und alles. Die sind echt gefährlich übrigens. Habe ich es gesagt? Leute, ich verarsche euch nicht. Ich habe die Scheiße hier noch nicht gehört. Ich habe die Scheiße hier noch nicht gehört. Ich glaube, ich habe einfach zu viel Rainer-Content konsumiert in den letzten Jahren. Ich weiß zu viel über den Mann. Ist er noch da? Ich bin noch da. Ich schreibe gerade nur schnell noch was in WhatsApp. Hier die Freundin, die mir das geschickt hat wegen dem Buch. Ich schreibe gerade, wie ich es fand. Also nicht Buch, sondern ja, Kurzgeschichte. Buch. Ich bin gleich fertig. Ganz schön abgelenkt beim Zocken, die Gute. Ja, ich kann nicht gleichzeitig... Rainer, du bist der Letzte, der da Leute irgendwie fronten sollte für abgelenkt sein. Ne? Du kriegst nicht einmal hin, deine erfundenen Bumsknödel-Geschichten an diese Bärchen weiter zu verzapfen, ohne zwischendurch dir speichern, weiß ich nicht, wo muss ich jetzt hin? Oh, ich habe Kupfer gefunden. Laberei. Vom Abgelenktsein einfach mal die Schnauze halten, Rainer. Und dieses passiv-aggressive, hey, warum kriege ich nicht 100% deiner Aufmerksamkeit, weil IBIMS, das größte Wesen, ne, das kannst du auch gewaltig in der Kimme verreiben, Rainer. Ha? Diese arrogante Arschlochart, die steht dir nicht. Irgendwie schreiben, reden oder so. Wie schon gesagt, ich bin nicht so Multitasking. Aber ich habe
dafür ganz viele Baumstämme gesammelt. So, jetzt habe ich. Fertig. Ja, auf jeden Fall war das mit dem Kollegen damals ganz interessant. War eine coole Zeit. Ja, das War auch glaube der ich. erste, Ich habe fertig. mit dem ich mich vergnügt habe. Ich hatte meine ersten Erfahrungen mit Jungs gemacht und das hat halt auch irgendwann einfach eins zum anderen geführt. Genau. Und das habe ich auch Annie, ich sag die ganze Zeit Annie. Ich habe gestern auch Zoe schon davon erzählt. Ich bin damals, wo ich das erste Mal... Rainer, glaub mir, das Bärchen weiß das bereits. Ne? Die hat das sicher schon erzählt bekommen. Ich nehme an, dass die sich auf dem aktuellen Stand gehalten haben und dann hat man halt Schichtarbeit gemacht, oder? Ja, da war die eine mal wieder ein paar Stunden zuständig für die Rainer-Betreuung und dann hat es Schichtübergabe gegeben und was war heute? Ja, er erzählt irgendein Kumpel aus Denken, bei dem er zu Hause war und laufen immer alle nackt rum und da wird gebimst und so. Wenn er damit kommt, einfach super interessant zu tun, der redet sich um Kopf und Kragen. bei dem übernachtet habe, habe ich mir nichts dabei gedacht. Bin halt dann auch damals in Boxershorts dann abends, wo ich eben bei dem war, in Boxershorts durch den Flur gelaufen, weil ich zum Klo wollte. Und da war es so aufgebaut, sein Zimmer war ganz hinten links. Gegenüber war das Zimmer von seiner Schwester, neben ihm war das Zimmer das Zimmer neben ihm war das Zimmer seiner Schwester, das Zimmer gegenüber war das Zimmer von seinem Bruder und das Zimmer neben seinem Bruder war das Zimmer von seinen Eltern. Das heißt, wenn ich von seinem Zimmer zur Toilette wollte, musste ich quasi am Zimmer seines Bruders, seiner Schwester und seiner Eltern vorbei. Okay. Und bin dann an dem Zimmer von den Eltern vorbei, habe irgendwas gehört, habe mir nichts dabei gedacht, bin weitergelaufen und wie gesagt, die hatten keine Tür im Schlafzimmer, die hatten nur einen Vorhang. Und dieser Vorhang, wenn du in das Zimmer reingeschaut hast, war rechts von der Tür so ein bisschen Platz und da war quasi ein Schrank standen, der so an die Tür angrenzt. Und da war quasi immer der Vorhang, fast immer war der Vorhang genommen und war quasi oben über den Schrank gehängt, sodass da quasi auch die Tür immer offen war, dass man nicht dauernd auf den Vorhang musste. Ach so, ja, damit es auch jeder mitkriegt, wenn gebimst wird, ha? Also konntest du da auch beim Vorbeilaufen durchaus in das Zimmer der Eltern schauen. Das war nicht ungewöhnlich so, die hatten da halt auch mal gesessen, gelegen, gelesen. Der Vater hat meistens dann da gesessen und hat gelesen. Genau, und bin dann da halt abends vorbeigelaufen, das war so, keine Ahnung. Ich glaube, das wird hier wie so eine Black Rose-Nummer. Ich glaube, irgendjemand zeigt ihn für die Scheiße an. Ne? Oder ne, sagt hier, ja, wohl, ist das dann verjährt? Kann das verjähren? Aber bei Black Rose war es ja auch so. Da hat er sich ja ähnliche Geschichten zusammengesponnen. Und hat dann zugeben müssen, der Polizei gegenüber, dass das alles erfunden war. Ja? Sagt halt auch viel über ihn aus, wenn er sich solche Scheiße ausdenkt. Gegen 9 oder so. Habe irgendwas gehört, habe mir nichts dabei gedacht, bin weitergelaufen und komme zurück vom Klo, laufe wieder an dem Zimmer vorbei, höre wieder was und habe dann unwillkürlich aufgeschaut. Ja, die Mutter kniet auf dem Bett mit dem Gesicht zu mir, Gesicht verzerrt vor Lust und der Vater von hinten ins hier rein. Es ist Rainer. Dann haben sie noch zur Tür hingeschaut, damit dann auch noch, damit sie es schön mitkriegen können, wer da alles vorbeiläuft und ihnen zuschaut. Ich sag's euch, wie es ist. Wenn irgendwann tatsächlich mal was passiert, wo man ihn dann dafür verurteilen kann. Ne? Wenn er wirklich dann einfach mal eine gewisse Grenze so weit überschritten hat, dass man dann auch wirklich was kann. Und wenn dann irgendeiner kommt und sagt, hat man das wissen können, dann fahre ich da hin und kack den aufs Dach. Und ich so, aber es ist mir nicht gewusst, was ich zu sagen soll. Das ist wirklich, überraschend. Das ist... Ja, vor allem, ich war ja damals 13, 14, ich weiß es nicht mehr, kannte das ja, also, ne, hatte ja das schon auch selber meine Erfahrungen und so weiter mit Lust und keine Ahnung. Ja, dann hat sich natürlich auch direkt was gelegt. Das kannst du ja auch, gerade in dem Alter kannst du es schwer beeinflussen. Und dann bin ich halt zurück zum Zimmer von meinem Kumpel. Die Mutter hat mich noch gesehen gehabt, übrigens. Ja, belastend, Leute. Dann bin ich zurück ins Zimmer von meinem Kumpel und er halt dann so, hey, was ist mit dir los, ne? Und ich so, ja, deine Eltern bumsen gerade. So. Und der dann, ach ja, das kann schon mal vorkommen. Überhaupt nicht geschockt, überhaupt nicht überrascht, gar nichts. Für dich war das ja normal. Also, okay, alles klar, ist in Ordnung. Strange Story war das, ey. Aber, wie gesagt, war eine super nette Familie und alles. Und, ja, hört sich nicht so an für mich, Rainer. Für mich hört es sich so an, als wäre das eine Familie gewesen, in der die Eltern Kinderschänder waren. Und die sowohl ihren Kindern als auch Kindern, die da zu Besuch waren, fürchterliche Dinge angetan haben. Super nett ist jetzt da nicht irgendwie, was mir in den Sinn kommen würde, Rainer. Polizei anrufen. Ermittlungsverfahren einleiten. Lange Haftstrafen.
Das ist das, was mir da... Super nett ist nicht das Wort, das mir da kommt. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich zu denen keinen Kontakt mehr habe. Also jetzt nicht wegen dem Sexuellen, sondern allgemein. Das waren super liebe und super nette Menschen. Und der... Er hat sogar seine erfundenen besten Kumpel und ihre Bumsknödelfamilien, sogar zu denen hat er keinen Kontakt mehr. Sogar die haben ihn verstoßen. Der Vater war auch cool. Als ich dann 15 oder was war und ich mit seinem und er, sein Sohn und ich da unsere Spielchen gemacht haben. Beim letzten Mal warst du noch 13 bei der Geschichte. Rainer, beim letzten Mal, wo die Geschichte einen Tag davor dem anderen Bärchen erzählt hast, warst du da noch 13 und hast dein Energy aus dem Kühlschrank geholt. Und dann haben nämlich die irgendwie da im angrenzenden Wohnzimmer gebimst. Und dann hat er dir die Gummis gegeben. Rainer, du hast von gestern auf heute schon wieder vergessen, was für eine Lügengeschichte du da erzählt hast. Das hat uns sein Sohn und seinem Vater auch erzählt. Und zwar aufgrund dessen, weil der Vater ihm Kondome besorgen sollte. So. Einfach aus Sicherheit so, weil die sind halt aufmerksam worden. Ne? Und ich bin dann wo ich wieder bei denen übernachtet habe mal, bin ich in die Küche gegangen. Zu dem Zeitpunkt war ich das alles schon gewohnt. Bei denen war die Küche so wie bei den amerikanischen Filmen, kennst du ja bestimmt. Da haben die doch meistens solche... Ja, wie bei den amerikanischen Filmen, Rainer. Es ist alles bei dir immer wie in irgendwelchen Filmen. Ne? Sein Leben ist wie ein Anime, alles andere ist auch wie im Film. Er ist mehr oder weniger Chuck Norris, der irgendwelche Leute immer mit Roundhouse-Kicks weiterkickt. Ne? Und alles andere ist wie in Borneo-Filmen. Ne? Wie erklärt man das? Die haben doch meistens eine Küche, die ins Wohnzimmer angrenzt und nur mit dem Tresen quasi abgetrennt ist sozusagen. Also du stehst quasi in der Küche im Kühlschrank, drehst dich um und schaust quasi ins Wohnzimmer. So Durchreichefenster. Ja, nur dass es keine Durchreiche war, sondern halt wirklich nur quasi nur ein Tresen quasi. Also nicht mit Hängeschränke von oben oder so, sondern einfach nur der Tresen. Okay. Wo halt das Zeug schon war. Und auf der anderen Seite war das Wohnzimmer. Und dann war links das Sofa und rechts der Fernseher. Und dann waren die halt da gerade zugange. Ich habe mir dann nichts dabei gedacht, weil zu dem Zeitpunkt habe ich mich daran schon gewöhnt. Okay. Sind also gerade so ein bisschen zugange und ich denke mir so, ja, ne, lasse ich mir ein bisschen Zeit, weil die Stimme von der Mutter war sehr angenehm und das war ja nicht meine Mutter. Hab dann so ein bisschen zugehört, hab dann mir einen Energy Drink aus dem Kühlschrank geholt. Boah, Alter, jetzt habe ich das Kopfkino mit seiner Mutter. Boah, nee, jetzt kommt das Essen gleich wieder hoch. Oh, nein, Rainer, was machst du? Warum? Oh, es ist wie wenn es nicht schon widerlich genug gewesen wäre, was er da gerade... Boah. Oh, nee, Digga. Das Kopfkino wie in dem einen Schanzenraum, den ersten, der da verwüstet hat, irgendwie der Rudi grinsend die Ritter verräumt und Reini holt sich eine Flasche Fanta aus und habe ich extra kühl gestellt gehabt und dann waren die halt gerade fertig, als ich gerade wieder gehen wollte. Dann kam der Vater so zu mir und drückt mir ein Päckchen in die Hand und ich denke mir so, was ist denn jetzt los, ne? Ich sag so, hier, ne, nimm das mal mit und gib das mal einen kleinen, der hat den Sohn immer kleiner genannt, warum auch immer. Okay. Und dann habe ich gesagt, ja, kann ich machen, ne? Schau auf die Packung, einfach eine Packung Kondome. Und dann schaut er mich so an und grinst und ich so, oh nein, weiß er Bescheid? Oh. Sie glauben, diese Geschichte ist wirklich passiert? Da werden sie wohl enttäuschen müssen. Wir haben uns das alles nur ausgedacht. Wie man sich so einen hanebüchenen Bullshit aus dem Arsch ziehen kann. Und jetzt nochmal ausgeschmückt. Ne? Seit gestern sind noch ein paar Sachen dazugekommen, ein paar Sachen sind weggefallen, ein paar Alterszahlen wurden abgeändert. Ich glaube, er hat es jetzt absichtlich so gemacht. Beim ersten Mal war er 13, jetzt war in der Geschichte war jetzt auf einmal 15. Ne? Hart an der Grenze ist da das Stichwort. Ne? Wer es noch kennt aus seinem Stream damals. Ja, ich weiß langsam nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ich sag's euch, wie es ist. Das ist einfach nur noch ekelhaft und ja, der Mann braucht Hilfe. Der muss stark medikamentös eingestellt werden. Da müssen richtige Profis ran an den. Aber auf jeden Fall gehört die Gesellschaft vor dem beschützt. Und wie gesagt, das waren Hippies, ne? Also das hat ihn absolut nicht interessiert, dass sein Sohn mit Männern vögelt. Oder halt mit Jungs, waren wir damals ja beide noch. Und er hat halt gemeint, das interessiert ihn auch gar nicht. Hat er auch gesagt so zu mir so, ne, ihr könnt machen, was ihr treibt, ne, aber macht es halt hier, ne, macht nicht irgendeinen Scheiß. Mir ist lieber, macht das hier bei mir zu Hause. Das haben übrigens meine Eltern, also meine Mutter hat das übrigens auch zu mir gesagt, wenn ich irgendwann meine Freundin habe und so weiter, ich soll ruhig nach Hause kommen, ne, wir können ruhig zu Hause vögeln, das interessiert sie nicht, solange wir halt nicht irgendwo in einem Wald oder irgendeinen anderen Scheiß machen, dass nicht irgendwas passiert oder so, ne, also. Und auch meine Eltern. Im Wald, Rainer?
Ja, die super weltoffene Rita, die ihm da gesagt hat, ja, Rainer, wenn du mal, komm, come on, Rainer, es mag hart gewesen sein, dass du deiner Mutter scheißegal warst, zeitlebens, weil du mehr Bürde als alles andere für deine Familie warst. Aber, weiß ich nicht, Digga. Haben halt mir beigebracht, ne, wenn ich mal Kondome oder was brauche, soll ich Bescheid sagen. Brauche ich auch nicht von meinem Taschengeld zahlen, ne, weil denen ist lieber. Die zahlen ein Päckchen Kondome für 10, 15 Euro, als hinterher mir helfen zu müssen für die nächsten 18 Jahre, um mich um ein Kind zu kümmern. Ja. Ist ja, macht ja auch Sinn, ne? Also, und ja, ich glaube, macht alles weniger Sinn. Ich glaube, die haben schon auch gesehen, dass das Freundinnen-Thema bei dir höchstwahrscheinlich, ne, was ist, wo sie sich eher weniger Gedanken machen müssen. Weil, sagen wir mal, zumindest der Vater. Ich glaube, dass Rudi noch der pfiffigere von den beiden war. Ich glaube wirklich, Rita ist halt reiner in weiblich und ein bisschen älter. Die wird schon auch nichts checkt haben. Aber dass der Rudi irgendwann gemerkt hat, der pur, über das Freundinnen-Thema, da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Ich glaube, das findet erst einmal in absehbarer Zeit nicht statt. Und sollte es irgendwann stattfinden, ist er wahrscheinlich schon so alt, dass nicht mehr unser Problem ist. Jedenfalls sagt dann sein Vater halt so zu mir, na, mir ist egal, was wir da treiben, ne? Wir können das machen. Ja, du hattest das bereits erwähnt. Der war richtig cool, der Vater. Können wir jetzt bitte nicht einfach dieselbe Story nochmal 5-mal erzählen? Nur weil du die so geil findest, weil du dachtest, du beste Story, die du jemals ausgedacht hast. Die musst du jetzt 30 Mal erzählen. Weiter im Text, Rainer. Ich hab halt noch was vor. Wie wir wollen, das können wir auch gerne ohne Probleme bei Ihnen zu Hause machen, falls es bei mir zu Hause nicht geht. Also kein Stress. Und er bittet mich nur um eins, ne? Wir sollen aufpassen und vorsichtig sein. So. Und deswegen eben die Kondome. Und ich gesagt, okay, alles klar. Er hat mich nur angegrinst, geht zurück zu seiner Frau. Und schon während ich auf dem Weg zurück war, habe ich sie schon wieder gehört. Also eine zweite Runde abends. Oh ja, natürlich. Dann ging es weiter mit der nächsten Runde. Eine zweite Runde angelegt. Es war, wie gesagt, es war eine super nette Familie, also allgemein jetzt unabhängig von dem ganzen Sex und dem ganzen Nackt und so weiter, war das eine super nette Familie und so weiter. Die haben mit uns auch öfter mal Ausflüge gemacht, sind wir öfter mal in Parks oder so, in Freizeitparks. Der Vater hat uns einfach mal einen 50er in die Hand gedrückt und hat gesagt, hier, ne, geht mal ins Kino, wir haben heute Abend Besuch. Die haben ab und zu auch mal Männer und Frauen da gehabt. Ne, und hat uns einfach einen 50er in die Hand gedrückt, hier, geht mal ins Kino, ne? Und das hat er dann auch mit seinen anderen Kindern gemacht und dann mit ihre Freunde und so weiter. Übrigens, witzig war an der Sache, ich bin ja sowieso schon immer sehr offen gewesen, auch schon als Kind, Jugendlicher. Ich war, soweit ich weiß, der einzige von den Freunden der Kinder, der tatsächlich bei denen regelmäßig übernachtet hat und auch der einzige, der sich getraut hat, da nackt rumzulaufen. So. Die Freunde von der Schwester oder Freundinnen von der Schwester und auch die Freunde und Freundinnen von seinem Bruder, die haben das alle nicht gemacht, soweit ich weiß. Ja, würde mir nicht wundern. Aber da die Geschichte ja grunderlogen ist, Wayne Train, Rainer, Wayne Train. Hat er auch nochmal gesagt, ihn wundert es, dass ich das mache. Ich hab gesagt, naja, ich kratze das nicht, ne? So, ich bin hier die ganze Zeit am Stein abbauen. Wie schaut's denn aus zu Hause? Das klingt ziemlich wild alles. Das ist mal eine krasse Erfahrung. Und vor allem so selten. Das ist wirklich selten, ja, da habe ich wirklich... Also ich betrachte es als Glück gehabt tatsächlich. Ich weiß nicht, es gibt... Ja, betrachte ich nicht als so. Ne? Würden die wenigsten Leute betrachten, vor allem wenn sie irgendwann mal erwachsen, also angenommen die Geschichte wäre jetzt nicht komplett erstunken und erlogen, du kommst in so eine Situation, sagen wir es wie es ist, ne, in so eine Missbrauchssituation ausgängig von den Eltern von deinem Kumpel, und du begreifst es vielleicht noch nicht so richtig, weil du halt 13 Jahre alt bist. Spätestens, wenn die Leute erwachsen sind, merken die, was da Scheps gelaufen ist. Ha? Und dann finden sie es spätestens dann nimmer cool. Aber hey, das ist ja auch so ein Ding, was ihn durch Rainers Ogerstübchen zieht, wie so ein roter Faden, ist ja, das hatten wir auch schon mehrfach. Das, was andere Leute als Missbrauch ansehen, das ist ja bei Rainer immer, musst es mal einfach mal ausprobiert haben. So, wenn du es mal gemacht hast, dann ist es auf einmal gar nicht mehr so schlimm. Die Leute denken sich immer nur zu viel dabei. Ne? Und das ist, Rainer, ich sag's dir, es ist widerlich. Diese Einstellung ist ekelhaft. Und das ist die, ich würde sagen, wirklich bilderbuchhafte Triebtäter-Einstellung, die du gerade vertrittst. Bilderbuch. Ich weiß nicht, was ich dazu noch mehr sagen. Die paar Sekunden machen wir jetzt noch bis zum nächsten Ding und dann brauche ich wieder Pause.
bestimmt viele, die sagen, ja, das ist krank. Aber ich Ja, fand richtig, ist krank. Alle Leute sagen, das ist krank. Außer so Leute, die so krank sind wie du. Das ist immer wieder ein Thema, wenn alle verrückt sind. das eigentlich eine coole Erfahrung so. Und ich finde auch nicht, dass mich das kaputt gemacht hat, weil viele ja. Ja, es kann dir nicht kaputt gemacht haben, weil es alles erfunden war, Rainer. Aber du bist halt kaputt, wenn du dir sowas ausdenkst. Was dich kaputt gemacht hat am Ende, ich weiß es nicht. Es kann auch sein, dass der wirklich schlimme Dinge in seiner Kindheit erlebt hat, irgendein Onkel oder sowas, ich weiß es nicht. Und deswegen ist der Banane. Vielleicht hat der Rudi dann doch einmal beim Hammerwurf einmal getroffen und dann hat er einen an die Nuss gekriegt und seitdem ist er nicht mehr ganz sauber. Oder die Mutter hat gesoffen oder die waren halt einfach zu nah verwandt beieinander, die Eltern. Irgendwas in der Richtung wird sein, aber Rainer, du bist nicht durchbachen. Punkt aus, Nikolaus. Also, gerade heutzutage kommen ja viele auf den Trichter. Gerade heutzutage kommen ja viele auf den Trichter, dass man. Ah ja, im Hintergrund hört man es, da ist die Mutter schon wieder da. Warte mal, hier ist irgendwo ein Wolf. Hier war gerade irgendwo ein Wolf. Ja, gleich den Herrn Müller anrufen mit Blaulicht, der Wolf ist da. Rüttelt am Zaun. Hab ihn. Also, ich persönlich. Er ist jetzt hier bei Momenten, die man sich nicht ausdenken kann. 8 Minuten 40 beim nächsten. Nochmal herzlichen Dank an Imog YouTube für deinen Beitrag zur Schandtat des Tages. Und was haben wir gesagt? 8 Minuten 40. Wunderschön. 08 40. YouTube merkt sich das normal schon immer, wo man war, aber darf nur mal sicher gehen. Richtig. Ja, Pflichtstunde, perfekt, Leute. 1 Stunde, 1 Minute. Wer hat's erfunden? Richtig. Nee, Leute, ich muss jetzt wieder Detox machen. Mein Seelenheil irgendwie wieder herstellen. Und dann morgen ist Sonntag, da werde ich nichts machen. Da macht der Kasper seinen Job nicht. Hocke mich dann am Montag nochmal hin, um ein Video aufzunehmen. Aber ich glaube, ich habe auch noch eins in der Überprüfungspipeline. Ich habe euch hier, bevor ich das aufgenommen habe, noch was veröffentlicht. In diesem Sinne, Leute, tut nicht, was Rainer tut. Bitte nicht. Unter gar keinen Umständen. Denkt euch keine komischen Familien aus, die Dinge tun, wie diese Familie. Und Metal off.